Salut miteinander, das ist der Rufus und Mister! Schweiz? Tschä? Nein. Ja, scheiße. Nein, hallo zusammen. Ich bin easy betrunken, Jay ist easy kaputt. Wir sind ein bisschen neben der Spur, aber viel Spaß im Commentary. Ja. Nein, also ja. Wir haben wieder mal eine schöne Liste gemacht und ich fange gerade mit dem ersten Punkt an. Natürlich wieder, was mir in Black Ops 2 aufgefallen ist. Und zwar, der erste Punkt, den ich jetzt immer öfters gesehen habe, ist das verdammte Dropshotten. Ich habe eigentlich nichts gegen das Dropshotten, aber mich dunkt es im Fall immer, die anderen sind 100-mal schneller. Und wenn ich irgendwie Dropshotten, komme vor, als müsste ich mich irgendwo am Stegengeländer festheben, dass ich überhaupt zuerst auf die Knie kann und dann auf den Bauch. Ist das bei dir nicht auch so, Rufus? Ja gut, das ist normal, wir sind 24. Also, nein, aber ich glaube, das ist Lichtgewicht, wo die schneller lässt bewegen. Aber so leicht bin ich im Fall nicht. Also mit meinen Kilo auf der Waage. Also. Nein, ist gut, also ja. Scheiße. Mach weiter. Machen wir weiter, nächstes Thema. Nächstes Thema. Gut, Nuketown. Ich weiss nicht, hast du schon gezockt in Black Ops 2? Nein. Ich weiss nicht, das ist einfach weg. Ja, das habe ich habe es schon bei anderen Commentaries gehört, dass sie das jetzt entfernt haben aus der Liste. Aber mich kann ehrlich gesagt wirklich nicht dazu sagen. Also gibt es keinen speziellen Grund? Weißt du da nichts? Nein. Ja, ich finde es einfach eine Frechheit, wenn du das Game vorbestellst und ja, in der Vorbestellung bekommst du eigentlich Nuketown gratis über und irgendwie nach einer Woche nehmen sie es weg. Aber es ist genau wie mit der Double XP. Also das letzte Wochenende hätte der Double XP müssen sein. Und ich habe eigentlich nichts davon gemerkt. Also, ich war ja recht weit unten im Prestige 1 mit dem Level. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich irgendwie mehr Punkte bekomme und so schneller aufsteigen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du etwas gemerkt? Ich kann es dir eigentlich nicht wirklich beantworten. Also was eventuell eine Variante ist, bei Search and Destroy bekommst du pro Kill, zeigst dir 100 Punkte an. Du bekommst auch gleich 500. Aber das ist auch für die Score Streak, zeigst dir die Punkte, also 100, die du dann bekommst. Und am Schluss des Game tut es dir gesamthaft XP dir aufaddieren. Das ist möglich, dass es jetzt da genau gleich ist, dass bei einem Cap jetzt vielleicht nicht 400 Punkte bekommen hast, also feindliche oder 500 sogar, weiß gar nicht. Sondern dass es einfach am Schluss war und die 250 oder 200, ich bin mir nicht sicher, die dann halt nur für die Score Streak zählt. Okay, ja. Ja, ich weiss es nicht. Also, eben wie gesagt, mir ist es nicht so vorgekommen, als hätten wir das Wochenende Double XP gehabt. Aber ja, ich könnte mir auch noch vorstellen, dass sie es nicht gemacht haben. Aber sei mal dahingestellt. Nächster Punkt. Die Abschussserie. Hast du da noch etwas dazu sagen, oder? Ja, also eigentlich mit was für eine Abschussserie das ihr spielt. Ich würde euch raten, wenn ihr eine habt, spielt ein bisschen defensiv. Das heisst nicht hoch in der Ecke. Also gut, das ist mittlerweile sowieso schwierig, oder mit dem Ghost. Ah, da habe ich nachher auch noch einen Punkt, genau. Genau. Weil die addieren sich relativ schnell. Also wenn wir jetzt mit dem Tarnhelikopter spielen, also die Drohne und irgendwie vorher einen Tarnhelikopter. Der Tarnhelikopter holt euch meistens eigentlich die nächste Drohne schon fast automatisch und vielleicht noch ein Kill für euch und dann habt ihr sie. Also einfach in dieser Zeit schauen, dass er dann nicht sterbt. Gut, das ist ja wahrscheinlich normal, aber das vielleicht noch so als kleiner Tipp. Dann muss ich noch sagen, eine extrem geile Sache hat uns geschrieben gehabt. Ich glaube im Ghost-Video. Kleiner Tipp, den ich jetzt einfach euch weitergebe. Wenn ihr auf den Radar schaut, dann habt ihr ein kleines Dreieck. Das sind ihr meistens gelb. Und wenn ihr Ghost habt und in Bewegung sind, also sprich nicht sichtbar für die anderen, dann ist es ganz matt, also ganz blass. Man sieht das Gel eigentlich nicht wirklich. Es sind so fast durchsichtig eigentlich. Dann sehen euch Gegner nicht. Wenn ihr aber dann wieder gelb werdet, warum auch immer, weil ihr jetzt gerade am Boden liegt oder so, dann sehen euch Gegner wieder. Also schaut ab und zu auf Radar, ob ihr für Gegner sichtbar sind oder nicht. Rufus, ich weiss nicht, ob du schon gesehen hast, aber der Season Pass ist draussen. Und zwar kostet der das mal 70 Stutz. Ich glaube, es ist ein bisschen teurer als die anderen. Jetzt MW3 oder Black Ops 1. Oder täusche ich mich da? Weißt du noch, wie teuer die sind?
50, 60 Stutz, glaube ich. Bin aber nicht sicher. Okay, der jetzt kostet, glaube ich, 68. 68,50. Also würde es auf die 50 Rappen noch drauf ankommen, aber ist ja gleich. Gesehen habe ich bloß noch, dass Karten eigentlich, also der Season Pass startet so eigentlich für die Xbox im Dezember. Und wie kann es nicht anders sein? Für PS und andere Konsolen viel später. Das Datum steht noch nicht. Was aber ist, es sind 4 DLC Map Packs. Also im Gesamten, sage ich jetzt mal so ungefähr 16 Maps. Und es ist natürlich viel günstiger, den Season Pass zu kaufen, als alle einzeln. Ja. Das habe ich jetzt herausgefunden. Also herausgefunden ich nicht. Es ist... Danke. Nein, ich habe es gelesen, wo die Nachricht gekommen ist. Die Nachrichten gehen mir sowieso auf den Sack. Aber ist mir ja eigentlich wurscht. Weil ich will ja nur zocken. Hast du sonst noch gerade noch etwas? Ja, also das, weil die Xbox das im Dezember... Was, Dezember hast du gesagt, gell? Dezember, genau, ja. Ja. Das ist jetzt einfach noch dieses Jahr so, weil sie einen Vertrag haben. Sollte aber, glaube ich, nächstes Jahr oder ab nächstes Jahr sollte es unter Gleichberechtigung laufen, sprich 3 und PC. Jetzt haben wir dann noch Menschenrechte für Zocker. Also brauchst du sowieso, weil Zocker werden eh immer diskriminiert. Gell? Wir sind immer die PC-Kinder und weiss nicht was. Ja, die asozial. Ja, die asozial. Ja, also was hast du gesagt? Nächstes Jahr läuft dann der Vertrag ab. Ja, genau. Dann werden wieder alle gleichberechtigt. Ja. Sehr schön. Dann gibt es vielleicht ein bisschen mehr das Gespürschmied zwischen Xbox und PS3. Ich hoffe es nicht, ich hasse Xbox, es gefällt mir einfach nicht. Nein. Ich bin mir von echt überlegen, statt der neue PS, statt der neue PS die Xbox soll holen. Also, nein, versteh mich nicht falsch, ich kann es mit Xbox nutzen, ich kann mit dem Gerät nicht anfangen. Mich denkt, ich habe auch lieber auf der PS, das ist so. Mich denkt, ich habe einen halben Panzer in der Hand im Fall. Der ist etwa 2 Meter groß und 2 Meter breit. Ja, dann hast du endlich mal etwas Richtiges in der Hand. Du hast vielleicht noch Minderjährige, hä? Also... Nein, ein paar Sachen schnell. Ja. Du bist recht kaputt, habe ich gehört. Ich? Ja. Ja, ich habe mal wieder SV-Training gehabt und da habe ich vom Trainer mal wieder eins ins Gesicht bekommen. Er hat zwar gesagt, ich habe nicht ins Gesicht, aber ja, ich habe trotzdem eins ins Gesicht bekommen. Und ich habe gehört, du sagst gestern Abend noch ein bisschen länger unterwegs gewesen, hä? Ja, ich bin ziemlich gut bedient gewesen und immer noch irgendwie. Darum ist das Commentary auch eher ein bisschen lustig zu nehmen, aber jetzt nicht ernst. Für die es nicht wissen, SV heißt Selbstverteidigung. Was haben wir so schon? Ja, gute Frage. Hier kommt die Maus. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind alle Infos durch, oder? Und wie gesagt, der Rufus hat gesagt, um was es geht. Es geht nicht um die Wurst. Aber ich erzähle heute auch wieder um Bullshit. Nein, wir machen jetzt noch kleine Outtakes, weil wir haben uns köstlich amüsiert. Ich hoffe, ihr findet es auch so lustig wie wir. Und sonst können wir uns entschuldigen. Also ich hätte jetzt mittlerweile gerade wieder mega viele Ideen. Ja, dann fangen wir an. Gameplay haben wir gar nicht gesagt. Ja, dann sag's doch. Ja, ich sehe es ja nicht. Ja, ich auch nicht. Ich muss es aktivieren. Also es ist auf Jemen. Genau. Jetzt kannst ich habe mit dem Arcar gespielt. Macht sehr viel Spass. Was? Nicht mit dem Acker, es ist mit dem Ray Madu. Ah! Okay, auf jeden Fall, es macht gleich immer Spass, auch mit Abonnenten zu zocken. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch schreiben. Erwähnt irgendwie YouTube oder so, weil Randoms nehme ich persönlich eigentlich nicht an. Ja, der Rest habe ich wieder vergessen, sehr erfolgreich gewesen. Ja, ich habe noch etwas. Einen Punkt habe ich noch. Und fühl dich nicht angegriffen, Rufus. Es hat uns einfach nur Wunder genommen. Und zwar jedes Mal, wenn wir zusammen ein Duel gemacht haben, haben wir plötzlich ein Dislike bekommen. Und wir würden gerne wissen, an was es liegt. Also der disliked, kann er gerne weitermachen, aber es wäre schön zu wissen, was ihm nicht gefällt. Und ja, ich weiss nicht, siehst du es irgendwie anders, oder? Nein, also es ist nicht die gleiche Person, aber
Ja. Okay, ja. Gut. Ob es jetzt das Thema ist oder ob es ist, weil wir miteinander reden. Einfach wenn es euch nicht gefällt, schreibt doch bitte an, wieso. Oder? Ja, mal. Tipptopp. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Morgen ist dann schon Wochenende. Habt's gut, zocken gut. Und ich melde mich mal ab. Schönen zusammen. Und von mir das Gleiche. Ciao zusammen. 3, 2, 1. Schrei mich nicht so an, Mann. Salut miteinander. Mr. J. Mike mit dem. Rufus. Und viel Spaß bei unserem Commentary. 3, 2, 1, go. Alle miteinander, das ist der Rufus und Mr. J. Doppel. Lang, wir können nicht 5 Minuten Outtakes machen. 1, go. Salut miteinander. Mr. J. Mike mit dem Rufus. und dem Gandhi.